Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind beim letzten Teil hier im Weihnachtsmärchen Wunderland in der Kanalisation gelandet und wollten hier mal ein bisschen weiter durchgehen. Dahinter sehen wir ja, dass es weitergeht. Aber vorher müssen wir hier anscheinend das Wasser hier überwinden. Und wenn wir uns das hier angucken, ist da aber schon die Straße durchgekracht. Was bringt das? Ah, da hinten. Klemmt. Kommt davor, wenn man so huddelt, Henry. Ja, wie gesagt, da ist anscheinend schon mal die Straße durchgekracht. Man kann da rausgucken. Und da sind wir beim Bestmarkt. Da war anscheinend mal ein Supermarkt. Aber, wie gesagt, wir müssen hier erstmal durch. Die Ellie und der Sam können nicht schwimmen. Das heißt, ich muss da irgendwie durch. Natürlich. Deswegen rein in die Plörre. Und da unten sehe ich schon bleibt da. Und für alle Sammler unter euch. Da haben wir wieder was. Und zwar... Ah, das kann ich jetzt leider nicht angucken. Dafür muss ich dann irgendwo wieder an Land gehen. Jo, da unten hat es geklemmt. Also gucken wir doch mal an, warum das geklemmt. Aha, da ist der Grund. Raus in dem tappische Ding, da müsst's gehen. Henry, versuch's mal. Lallt auch schon ein bisschen mit Joel. Aber jetzt müsst's gehen. Ah, was ein rostiges, vermodertes Ding. Wundert mich, dass es noch 20 Jahre ohne geölt überhaupt funktioniert. Aber gut, dann ich seh mich mal durch. Bleibt wachsam. Und guckt mich um, genau. So, warte, Schotter hoch. Gehe ich erstmal durch rechts rein. Da kann ich klettern. Und es lohnt sich wie immer. Der mal wieder Bastelmaterial und wieder Munition. Aber ich denke, ich nehme jetzt erst einmal die Schrotflint, weil jetzt kommt wieder so ein richtig schöne, liebreizende Teil hier. Da müssen wir da hoch. Dann haben wir Auswahl. Oh. Habt das gehört? Da sind wieder wunderbare Freunde. Aber vorher schmeißen wir mal die Palette ins Wasser. Die liegen ja immer zufällig da rum, damit sie als Schwimmhilfe agieren können. Aber ich hätte es auch gern, wenn da Klicker noch in der Nachbarschaft sind, wenn ich sowas mache. Deswegen, gucken wir uns die doch mal an. Ganz vorsichtig. Oh, Scheiße. Dass sie dort drauf nicht reagieren, wundert mich. Aber jo, egal. Deiner verstunkene Existenz setzen wir jetzt erstmal ein End. Und dann warten wir auf die andere. Komm her, du Knotze. Ja, ich bin noch ganz. Puh. Aber gerade so. 2 Klicker, das heißt, die dürften schon ein paar Jahre infiziert gewesen sein. Gucken wir uns mal an, auf was für absolut tolle Schätze die da gehockt haben. Zwar haben wir da wieder eine Nachricht, ein Klinger, Tauschnotiz. Ja, der scheint schon ein amüsanter Typ gewesen zu sein. Hätten eigentlich mal ganz gerne im Spiel getroffen, muss ich sagen. Aber wir können, ja, gut, mal Leverwaschdose und Werkzeugfehler, auch wieder praktisch. Aber wir können ja durch seine Notizen immer mal sehen, was er hier getrieben hat. Aber ich glaube, das wäre ein super interessanter Charakter gewesen. Gehen wir hier rein. Und machen mit der Palette weiter. Machen wieder unser Standard-Ding. Wir wissen hier, da drüben gibt es einen Generator. Und den kann natürlich nur Annie bedienen, die doch schon so wart. Die weiß auch, wie der Haas läuft. Also druck mit ihr, Mädel. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Hockt sie immer so listig lauernd drauf. Ja, ich will dich aber doch nicht bei der Schlons absetzen, weil ich doch nicht drunter duschen will. Also gehen wir so hoch, Mädel. Geht nicht. Boah, nee, da müssen wir doch so bei der Brie hoch. Pfui Teufel. Ich wollte es einmal ein bisschen hygienischer haben, aber das hat man davor. Dann gehen wir hoch. Nach, ob der Generator noch Saft hat. Und genau, das macht jetzt erst mal. Hier geht gar nichts. Na, Allah, geht doch.
Da kennen die doch rüber. Okay. Also darf ich, wenn man nicht schwimmen kann, da muss man immer auf so Tricks zurückgreifen. Aber es wundert mich echt, dass die Technik noch funktioniert. Auf dem 20 Uhr lang nicht gewartet wurde. Das ist schon nicht verkehrt. Aber vielleicht hätten so die in der Kanalisation gelebt haben, mal zwischendurch gewartet. Dann fehlen nur noch ich. Ich mag natürlich auch noch darüber. Und die wollen, dass ich durch die Brühe durchgehe. Das kann man an einem anderen Ort machen. Dann hebt mich mal hoch. Pfui Geibel. Erstmal geduscht worden. Aber ich glaube, bei deiner Abstande, durchgeschwitzte Klamotte macht das auch nichts Wir mehr. sind schon Profis darin. Ja, genau. Denn Aktion sind wir durchaus Profis. Gehen wir mal weiter. Na, lassen wir mich mal durch. Und der Neve ist ein wichtiger Raum für uns. Weil da gibt es was Tolles. Und zwar eine Werkzeugstufe. Jetzt können wir bessere Sachen herstellen. Holen wir uns natürlich an die Munition. Und mal altes Bett. Und da geht's weiter. Da sehen wir ja anhand von der Malerei, da muss mal wer gelebt haben. Als Burg bemalt. Dann gehen wir doch mal in die Burg. Eine Akustikfalle. Was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Das ist clever. Hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint Das aber nicht mehr der Fall zu sein. ist eindeutige clevere Vorrichtung. Wer wohnt denn hier? Hausregeln. Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Sicher gehe, dass die Dere geschlossen sind. Passwortfrage. Nicht zu laut spielen. Und wenn Alarm ausgelöst wird, zu der Verstecke-Renner. Ja, das sind an sich kluge Hausregeln, finde ich. Geht's mal hier weiter. Und zwar finden wir hier der Shorty. Die abgesägte Schrotflinte für die Hand. Das ist eine super tolle Pistolewaffe. Schütteln wir den Controller. Und dann haben wir die Shorty auch hier schon ausgewählt. Das finde ich klasse. Gucken wir mal beim Revolver. Ja, bei der Automatikpistole habe ich noch ein bisschen mehr drin. Deswegen wähle ich die da als Wettwaffe aus. Bevor wir da in der eigentlichen Geschichte weitergehen, gucken wir uns auch den Nebenraum an. Super. Elend nicht. Beruhig dich. Bombe verbessert. Explosionsradius ist 1,5 mal so groß. Jetzt muss das mal durch. Hast du das gesehen? Behälter. Leise, okay? So sieht's aus. Ja. Improvisierte Faller. Da spielen sie ein bisschen Fußball, die zwei. Ja, muss ja auch sein. Ich meine, die Leute müssen ja auch irgendwie beschäftigt werden. Und Fußball bietet sich doch da auch optimal an. Dann haben wir da noch was. Da liegt der Baller, den können wir uns leider nicht mitnehmen. Das wäre sicher auch ein schönes optionales Sammelobjekt gewesen, finde ich. Hätten wir mal ein bisschen Kicke kennen. Dann was haben wir da? Nix. Ich finde es interessant, dass die alle die selbe Taschenlampe haben, die so L-förmig geformt ist. Können wir irgendwas basteln noch? Nee. Wir haben schon 50 Pille gesammelt, das ist auch super. Dann gehen wir doch mal weiter in der Geschichte. Durch den wunderschönen Hausgang. Hörst du das? Kakerlake hauen schon ab. Infizierte. Das kann nicht gut sein. Dann gehen wir da mal rein und sagen wir Hallo zu der Infizierten. Wo ist einer dann? Da bist du. Okay. Da kommen noch weitere. Da nämlich die Schrotflinte. Da ist mehr drin. Mehr. Und der Klicker zum Schluss. Puh. Die anderen schießen sich den Wolf. Wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Und ich mach's richtig Dem Blicker irgendwie. nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Richtig. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Ja, die Klicker könnten wohl die ehemalige Bewohner sein, während die Runner wohl eher so arme Leid waren wie wir, die versuchten hier durchzukommen. Ja, da ist nochmal ein Kadaver. Wird wohl einer gewesen sein, der nicht verwandelt worden ist. Ein bisschen Persil liegt da rum. Shorty-Munition, auch schön. Und jede Menge Fässer. Da auch nochmal Leich. Und da geht's hoch an die Oberfläche. Haben wir hier Notiz. Rehgefänger-Notiz. Ja. Das ist auch super.
Vom Isch haben wir jetzt hier erfahren, dass hier Regen gesammelt worden ist, um so günstig Trinkwasser zu kriegen. An sich wirklich eine sehr clevere Idee und die Fässer zeugen auch davor, dass hier mehrere Leute versorgt wurden. Gehen wir mal weiter. Über die Blockade. Und ja, da nochmal Stoppschild. Und da war wohl ursprünglich einer gehockt und hat Wache gehalten. Finde ich auch clever, dass man die entsprechende Abschnitte hier mit Wache nochmal eindehlt. Gucken wir uns die Werkzeugdealer. Gehen auch hier in den Nebenraum rein. Dann haben wir hier noch was. Da liegt auch ein Skelett. Notiz und Pille. In der Klemme Notiz. Uah. Der Keil mit seinem berühmten Hackbrauter. Da wird er die Kinder schnell erschossen haben, damit sie nicht von den Infizierten erwischt werden. Danach hat er sich wohl selber die Kugel gegeben. Scheint wohl keine so tolle Situation gewesen zu sein. Da haben wir jetzt noch was Besseres als unser Nahkampfmod. Und zwar haben wir hier Machete. Die Machete können wir selbst auch nochmal mit dem Nahkampfmod verbessern. Sodass die jetzt 5 sofortige Tote ausdehlt. Das Rohr, muss man dazu sagen, das hat halt stumpfe Schlagfläche. Und wenn dann die 2 Klinge weg sind, war's das. Bei der Machete, die ist sowieso schon scharf, geschärftes Metall. Und die tötet sofort. Nachdem wir jetzt das alles hier erfahren haben und so super ausgestattet sind, die Sache an der Stelle mache ich mal den Cut. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo wir uns in der Kanalstadt weiter hier umgucken, um zu sehen, was aus der Leitwoche ist und wie sie gelebt haben. Also bleiben dran, es ist wieder unglaublich spannend, die Passage, die richtig gruselig zum Teil ist. Ich freue mich selber unglaublich drauf, weil das ist vom Feeling her, von der Atmosphäre und von der Umgebung unglaublich genial gemacht. Da haben sie sich wirklich richtig Mühe gegeben. Und die haben hier was erschaffen, was so auch in Filmen und Spielen nicht so sehr thematisiert wird, wie so eine Siedlung aufgebaut war und wie sie halt sich im End zugeneigt hat. Bleiben dran, es wird auf jeden Fall richtig spannend und gruselig, das kann ich euch versprechen. Machen's gut bis dahin und habt eine tolle Zeit. Ich freue mich über jede Kritik und jeden Klick von euch.